Schöner Tag heute. Was machen wir heute? So, nachdem es jetzt 2 Tage lang geregnet hat und wir nicht wirklich viel gemacht haben, ist das Wetter jetzt ein bisschen besser. Und im Nieselregen machen wir uns auf den Weg zum Svartifoss, wir sind im Skaftafell Nationalpark und ja, hoffen, dass wir jetzt nicht komplett niederkriegen werden die nächsten Stunden, weil eigentlich sollte ja, also eigentlich hätte der Wetterbericht gesagt, dass es jetzt schon ziemlich schütten sollte. Ja, wir sind vorbereitet. Aber was sehr cool ist, wir sehen jetzt gerade zum ersten Mal den Gletscher, der schon die ganze Zeit da ist, aber der nicht zum Sehen war wegen dem schlechten Wetter. Axel, sag einen Gletscher. Der Gletscher ist der Vatnajökull und ist da. Und für die, die eine Pause auf dem Weg brauchen, gibt es auch ein paar Bankerl. Nicht für mich, weil sie ist nass, aber ja, für andere. So viele Flaschen. Ja, willst du was sagen auch, oder? Ja, also was sieht man jetzt da? Ein bisschen ein Stückchen kann natürlich nur näher liegen, aber er schaut schon mal ziemlich cool aus, vor allem mit dem grünen Warum. Zweimal. Und wie heißt er? Svartifoss, der schwarze Wasserfall. Ausgehend vom Svartifoss kann man verschiedene Wanderungen unternehmen. Da das Wetter, wie ihr seht, so semi-gut ist und wir Angst haben, dass es noch mehr regen wird, machen wir noch eine kleine Runde, aber wir gehen nicht denselben Weg zurück wie auf, sondern gehen einen anderen. Was schauen wir uns an? In Gletscher. Genau, da kann man nämlich den Gletscher anschauen, halbwegs von der Nähe, und deswegen sind wir unter anderem da. So, wir sind jetzt angekommen da, wo man halbwegs eine Aussicht hat. Wir sind da zwischen dem Aussichtspunkt und dem Svartifoss und wir blenden jetzt das schöne Video ein, was ich gerade gemacht habe, wo man im Hintergrund die ganze Landschaft sieht. Ein bisschen was vom Gletscher sieht man sogar, zwar Gletscherzungen und oben am Berg auch ein bisschen Gletscher, also man kann sich vorstellen, wie groß der Vatnajökull eigentlich ist. Es regnet fast nicht, das ist auch schön. Und wir werden uns jetzt ein bisschen die Zone anschauen, wo der Gletscher kalbt, das heißt, wo die ganzen einzelnen Gletscherabbrüche, die Eisberge, kann man so sagen, abbrechen und schwimmen.
Also hinter uns ist der Skaftafjelljökull oder so. Und man sieht natürlich, er geht voll weit auf, aber man sieht auch, dass er extrem geschmolzen ist in den letzten Jahren. Vor allem da herunten sieht man den Unterschied natürlich extrem gut, wie man auf den eingeblendeten Bildern sehen kann. Er wird natürlich immer kleiner, so wie fast jeder Gletscher. Also der Bauch ist der Weg. Schöner Tag heute. Was machen wir heute? Ja, schönen guten Morgen. Während einer von uns nur im Tiefschlaf ist, ist der andere schon wach und bereitet jetzt Frühstück vor. Porridge ist fertig. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Jetzt gibt es was zum Essen und dann schauen wir weiter. So, wir sind jetzt einmal bei einer Tankstelle und wir können das einmal mitfilmen. Die isländischen Kronen hupfen da nämlich ziemlich schnell auf. Wir sind bei 3,22, das ist der teuerste Preis oder meistens der Preis am Land in Island. Und das ist mehr als 2 Euro pro Liter. Das tut schon ziemlich weh. So Laura, wo geht's hin? Wieder mal zu einem Ort, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Irgendwas mit M und es ist Canyon und er heißt Múlaglúfur, oder wie du sagen kannst. Múlaglúfur. Es ist auf jeden Fall ein mittlerweile bekannter Instagram-Spot, der tatsächlich noch keine Beschilderung bei der Straßeneinfahrt hat. Das heißt, wir sind jetzt einen sehr interessanten Weg, moderat schlechten Weg mit unserem Camper gefahren. Wir haben da noch nicht zusammengehauen, glücklicherweise. Und das letzte Stück gehen wir A, weil Sport und B, weil wir wollen das arme Auto nicht nur mehr belasten. Im Hintergrund sieht man schon sehr schön den Canyon und auf uns warten jetzt etwa eine Stunde Fußmarsch. So, jetzt ein paar Drohnenaufnahmen gemacht, natürlich jetzt eingeblendet. Wir sind immer noch nicht beim Múlaglúfur angekommen. Jetzt haben wir den Walk nach oben gestartet. Es tröpfelt leicht, das ist schlecht. Wir wollen ja die Drohne da oben auch noch fliegen lassen. Wünscht uns Glück, dass das hinhaut. Múlaglúfur. So, vom Parkplatz sind es jetzt etwa 35 Minuten. 40 Minuten haben wir gesagt, das heißt, wir sollten bald dorthin kommen, wo so der schönere Aussichtspunkt ist. Und neben uns ist der, hallo Hand, neben uns ist die Laura. Auf der anderen Seite ist schon der Múlaglúfur. Und die Nebelsuppen da vorne macht das Ganze sogar noch schöner. Schauen wir, dass wir da nicht anstürzen. Ja, ein sehr schmaler Grat am Schluss, aber kein Problem für die Berggemse aus Oberösterreich. So. Ich glaube, wir sind beim Punkt angekommen. Es ist zwar nichts markiert, aber es ist ein Punkt, wo es schön ist. Das heißt, wir nehmen das. Jetzt nehmen wir mal. Schaut euch das einmal an.
Ja, auch unsere Wenigkeit ist nicht immer mit bestem Wetter gesegnet. Wir sind jetzt. Schifft ziemlich heilig. Ja, schade. Wir sind jetzt gerade bei der Fjällsaulon. Das ist der kleine Bruder von der bekannten Jökulsaulon, der Gletscherlagune, Eislagune, was auch immer man sagt. Und ja, wir haben zwar zuerst den Mulaglur in Traumwetter gehabt. Dafür reißt es uns jetzt ein bisschen rein. Ja, aber wie Jack Wolfskin so schön sagt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Ausrüstung und dementsprechend, die sagen draußen zu Hause. Ja. Von wem ist das? Von wem ist das? Sagt es uns bitte. Keine Ahnung. Ich nur irgendwie so von der Kindergartentante früher. Wahrscheinlich ist es von der Kindergartentante. Heute uns nicht davon ab, diesen tollen Ort anzuschauen. Man sieht schon ein bisschen was und in der nächsten Aufnahme sieht man mehr. Ich finde, ich schaue immer so gut aus, wenn ich meine Regenmontur anhabe. Aber egal. Also bei jedem Wetter wird gesät Seed. Und wir sind jetzt bei diesem Gletschereissee. Das ist, wie der Axel schon gesagt hat, der kleine Bruder von dem berühmten. Und dort zahlt man nichts fürs Parken, was sehr sympathisch ist. Und man hat laut Axel ziemlich dieselbe Experience. Und es schaut richtig, richtig geil aus. Spannend ist, wenn man das Wasser angreift, ist es zwar kalt, aber man würde es eher noch kälter erwarten wie ein Gletscherbach, der wirklich noch viel kälter ist. Und beim letzten Mal, können wir gerne die Aufnahme einblenden, vor 5 Jahren, war es noch ein bisschen weniger touristisch, da bin ich da sogar baden gegangen, war das Wetter aber auch noch ein bisschen besser, aber es war halbwegs kalt und cool.